So, die Damen und die Herren, ich begrüße euch dann auf unserem Point Presse, wo ich will die Marschen vom Interieur am Kontext von der sanitären Krise durchlegen, auf jeden Fall auf den Aspekt von der Kontinuität von den Gemengen und auch auf den Volley von der zivilen Sicherheit, notamment auch die Kontinuität vom CGDIS, will darauf eingehen und dafür eine Woche Ihre Generaldirektor, den Paul Schrader, mit auf das Point Presse invitiert. Die Ausbreitung von Covid-19 beschäftigt uns auch schon ein Zeitchen. Das heißt, mein Departement von der zivilen Sicherheit, wie eben zusammen mit dem CGDIS, sind wir permanent am Kontakt, für uns eben auf die Ausbreitung bestmöglich können zu präparieren. Mehr ist wichtig, ob all die Risiken von der Entwicklung von der sanitären Krise eben präpariert zu sein. Und dafür haben wir auch alles daran gesagt, für die Notfallversorgung hier am Land bestmöglich zu garantieren. Das heißt, die Situation um Terra überwachen, wohl wissend, dass auch die Services vom CGDIS vulnerabel sind. Wir müssen auch hier aufpassen, weil alle Guten die Frauen, Männer, Pomschen sind auch in einem direkten Kontakt mit potenziellen Infizierten. Und dafür war es auch so wichtig, eben alles daran zu setzen, für zu gucken, für das Leute zu schützen, aber auch für die anderen nötigen Services, Supportfunktionen, denken durch den 112, eben so zu organisieren, dass man so Mann wie möglich Ausfall kriegt. Mehr als wichtig können zu sagen, dass den CGDIS bis dato 100%ig ersatzfähig ist und dass wir eben Zivilsicherheit können hier am Land garantieren. Von dieser Platz aus an meinem Namen, aber auch am Namen von der ganzen Regierung, allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vom CGDIS auch ein riesengroßes Merci für Ihr Arbeit und Ihr Engagement um Terrain. Besonders hilfreich und noch ein ganz starkes Zeichen von Solidarität fand ich die breite Disponibilität, also die Bereitschaft von den ganz vielen Freiwilligen, auch gerade an diesen schwierigen Zeiten. Und genau das weiß auch, wie wichtig und nötig das Volontariat in diesem Bereich ist. Für all weiter Notfälle, Verkehrsaccidenten oder eben Neurolo, dat daheim bleiben, wird sicherlich auch ein ritsche Haushaltsaccidenten wird provozieren, sowie auch all andere lebensbedrohliche Situationen. Es ist wichtig, dass das CGDIS hier eine adäquate Antwort liefert. Heißt, dass wir weiterhin, wie gesagt, garantieren, dass Leute, die in einer Notsituation sind, wo ein Accident ist, dass sie auch in Krisenzeiten weiterhin geholfen kriegen, dass auch heute Hilfe direkt auf Platz kommen kann und sie eben so am Notfall versorgt zu gehen. An Zeiten von Isolation und daheim bleiben, und das ist ein Punkt, den ich unbedingt gerne will, ausschwätzen. Ich observiere Tendenzen am Ausland und lausche noch das, was die Fachleute sagen. Es besteht nämlich der Risiko, dass der Stress wird zuholen, die Aggressivität auch kann dadurch an die Lut gehen, was auch zu mehr Fällen von häuslicher Gewalt kennt feiern. Dafür will ich ganz klar darauf hinweisen, dass die Services weiterhin funktionieren. Das heißt, weil Leute Hilfe brauchen, ist garantiert, dass die solche Sozialservices, Konsultationen, Beratungsstellen, die wir haben, dass die weiterhin die Leute können enkadrieren, vielleicht nicht mehr in der gewinnten Form, den Access also in anderen, aber sie sind weiterhin telefonisch oder über E-Mail zu erreichen. Und das ist wichtig, dass die Leute, die eben Hilfe und Enkadrung brauchen, den auch kriegen. Und man will auch ganz klar sagen, dass kein allein, es sind Leute, die helfen, es sind Leute, die eben erst können enkadrieren und nicht auch in einer Notsituation zur Seite stehen. Ich denke da spontan und ein Telefon, also was die Trust, 45 45 45 oder auch wenn Informationen im Kader von der häuslichen Gewalt braucht, invitieren ich auf die Seite violence.lu gucken zu gehen.
Das eng Oplechtung mat sämtlichen sozialen Gestionären och du kann sich dann informieren, wéi die Konsultationen am moment organisiert gin. Mirst wichtig einke zu soen, dass Leiit, die wirklich an diesem Moment, wo se isoliert sind, a wo se lang spieren an net gut spieren, dass auch hai eben die Hölle können kreen. Zurück dann Havelo zum CGDs. Den Egeschutz vun all als Leiit huet Virrang as enge Notwendigkeet. Und da hunn auch die Verantwortliche vom CGDs alles Mënscheméigleches gemach, dass eben die Frauen an Männer Pomsche, die Hëlle verkommen, sech her no net selber enger Gefoch aussetzen. An zu Summe mit der Gesundheitsminister, dem Paulette Lehnert, konnte ich nach für ein paar Wochen auf den Terrain gehen, wo wir es auch angeguckt haben, wie den CGD sich ganz genau präpariert, was da hier Vorkehrungen sind, und eben noch haben wir uns die verschiedenen Meilen angeguckt, weil es eben auch zu rassurieren, dass das alles so organisiert wird, wie wir das gerne hätten. Die Optimisierung von der Notfallversorgung ist eine absolute Priorität, die ich mit dem CGDs wie auch mit allen anderen Akteuren aus der von der zivilen Sicherheit vorantreiben. Die Regierung hat letztes Jahr mit der Aufführung vom 4. Samuel schon 1. Januar gesagt, und ich kann erst heute mitteilen, dass den 5. annoncierten SAMU an Zusammenarbeit mit der RSQ, dass wir den lo an dieser Krise schon können vorzeigen. Das heißt, ab dem 1. April ist den operationell. Da ist eine Equipe, die da vom Findel auswärts starten. So kann an den Ersatz geschickt gehen. Da ist eine Equipe, also ein Medizin-Anästhesist mit Infirmier, die eben so für die die Detress-Vitalen eben Geruf können geben. Weitere Details, wie auch die Situation vom CGDs, wie sie eben auch an dieser Krise funktionieren und wie sie sich den Kontinuitätsplan gehen haben, wird, wie gesagt, Ihren Generaldirektor danach am Detail drauf eingehen. Ich will noch einen weiteren Punkt ausschwätzen, das ist den von den Gemengen, weil auch die stehen vor großen Herausforderungen. Hier sind wir im ganz engen Kontakt mit dem Civicol, dem Dachverband von den jeweiligen Gemengen. Wir eben so, ob die viel Frohen, die kommen, direkt können zu antworten, Unklarheit können zu beseitigen. Und dafür ist es auch wichtig, dass wir eben hier am engen Kontakt zusammenstehen. Gemengen haben eine große Verantwortung zu ihren Hauptmissionen, Zielen, Services zu garantieren, eben gerade auch in Krisenzeiten, die wichtig sind für ihre Anwohnerinnen und Anwohner. Und darin fallen ganz viele Aufgaben. Neben dem, dass Bürgermeister muss für die Sicherheit und Salubrität, also die Properhalle vom öffentlichen Raum, also dem Ordre public sorgen. So muss auch ein Gemeng eine Party von ganz anderen wichtigen, essentiellen Services aufrecht erhalten. Wie zum Beispiel die Gestion vom Abfall, die Kanalisation, die Wasserversorgung, den Etat Zivil, also Populationsbüro oder auch das Ausführen vom kommunalen Police-Reglement. Für diese Aufgaben eben weiterhin können zu assurieren und auch die Leute an der Gemeinde zu schützen, das ist auch ganz wichtiger Aspekt, den wir nicht vergessen, waren die Gemeinden angehalten, für sich dann so eine Art Kontinuitätsplan zu geben. Zusammen mit meinen Leuten aus dem Interieur, und wie gesagt auch auf engen Kontakt mit dem Civicol, haben wir auch Guidelines ausgeschafft eben für den Kontinuitätsplan, für eben auch die Gemeinden eine Hilfestellung geben. Das auch zusammen mit der Stadt Lützeburg, denen schon ein großes Merci sagen, dass sie auch so flexibel waren, für uns so weiterzuhelfen. Aber wichtig ist eben, dass Gemeinden identifizieren, wie sie die essentiellen Services organisieren, und wie sie es auch garantieren können. Und wie gesagt, hier Leute auch dabei können schützen und auch dafür sorgen, respektive gucken, welche Services vielleicht nicht so notwendig sind, wo dann auch nicht müssen auf Freiheit gehen. Als Beispiel kann ich heute den Etat Zivil nennen, wo es eben wichtig ist, dass den weiterhin funktioniert, das wenn es den legalen Delayen, Stierfall, Geburt, also es ist wichtig, dass eben hier auch der Service weiterhin garantiert ist.
So gouf zum Beispiel vorgeschlagen, dass Gemengen an ihren Service so eine Art Permanenz offrieren, dass sie Gemengen auf den Weg gehen, die haben Telefonsnummern angeschaltet, respektive extra E-Mail-Adresse kreiert, wo die Leute sich da sollen melden, für dann mit dem Service Kontakt abzuholen, und mit ihnen dann auch zu gucken, wie in die jeweilige Demarche kann umgehen, und wie sie dann noch die Akten, die Papiere, die sie da brauchen, auch können kreieren. Wie auch ganz vieles, das will schon eigentlich so, als auch über den Internet aufzuwickeln, auch heißen natürlich alle guten Leute invitiert, als sie schon am Site von der jeweiligen Gemeinde sich zu renseignieren. Neben unserem Kontakt mit dem Civicol kommunizieren wir mit den Gemeinden hauptsächlich über die Zirkulären. Die nutzen wir auch für verschiedene Fragen, die immer am Abkommen und auch Unklarheiten so können zu erklären. Alle Zirkulären, wenn dann noch von der Leute interessiert, die sind auf dem Site auch vom Interieursministerium zu finden. Da ist auch eine extra Rubrik, wo ich nicht alles kann nachlesen kann. Mehr als wichtig, denke ich, zu sagen, dass meine Leute am Interieur rund um Dauer für die Gemeinden da sind, praktisch 24 Stunden auf 7 Tage, stehen den Gemeinden zur Verfügung. Sie haben über die Telefonsnummern, die wir angerichtet haben, oder eben auch über eine E-Mail-Adresse. Wichtig ist, wenn ein Gemeinde eine konkrete Frage hat oder wenn etwas unklar ist, sich direkt bei uns zu melden. Wir sind da, für direkt weiterzuhelfen. Der letzte Punkt, den ich noch erwähnen will, sind die Lokalautoritäten. Am Kontext von der Kontinuität eben von den Services, von den Aktivitäten, ist es wichtig, dass eben auch die Lokalautoritäten weiterhin natürlich am Abklang mit den Konzernen von der Regierung voll funktionsfähig bleiben. Und das eben die Möglichkeit tun, auch an diesen Zeiten aber noch wichtige Decisionen können zu treffen, oder meine ich sowohl Decisionen am Schafferrot wie auch am Gemeinderat. Für dem direkt Rechnung können zu drohen, haben wir auch Modifikationen vorgesehen, respektive haben die schon integriert an den Text, die die Regierung eben am Kader vom Etat de Crise nuelen, so als die Möglichkeit, dass Gemeinderat, Schafferrat, wann da muss zu Summe kommen für eine wichtige Decision, wo es halt die Möglichkeit über Wort par Prokuration zu führen, ähnliches System, wie man schon aus der Chambre kennen. Und sie können noch Videokonferenzen machen. Das klingt vielleicht auch ein bisschen komisch, aber effektiv wird gesetzt, bis heute nicht viel gesehen. Und dafür war es wichtig, direkt auf diesem Punkt eben noch den Gemeinden entgegenzukommen. Ein anderer Punkt ist, dass auch ein Gemeinderat seinen Sitzungssaal kann ganz einfach wechseln, weil es auch wichtig ist, wenn der Sitzungssaal vom Gemeinderat vielleicht ein bisschen kleiner ist, so eben mehr große Saal bräuchte, für auch die nötigen Konzernen können anzuhalten. So haben wir auch hier gesehen, dass ein Gemeinde einfach kann dezidieren, was sie mal eben will, Gemeinderat abrufen und dann in einem anderen Saal, weil haut also so, dass in dafür nach am Vierfeld muss eine ministerielle Genehmigung haben. Auch das gesagt Gesetz nach 4, weil der wisst, dass man sowieso der Reform vom Gemeindegesetz schaffen. Mir auch eigentlich als wichtig für die Gemeinden entgegenzukommen und so einfach wie möglich können zur Hand haben, dass was sie müssen, aber zusammenkommen für Decisionen, dass sie dann die Möglichkeit tun. Ich will nicht weiter auf die anderen technischen Details eingehen, weil ich weiß, dass hauptsächlich den Gemeindensektor interessiert. Mir ist aber wichtig, erst den Bürgerinnen und Bürgern mitzuteilen, dass Gemeinden auch in Krisenzeiten weiterhin funktionieren und dass auch die essentiellen Services an ihre Gemeinden weiterhin gelegt geben. Und dafür auch noch einmal ein riesengroßes Merci an alle Bürgermeister und Bürgermeisterinnen aus den 102 Gemeinden, mit ihrem ganzen Personal aus den unterschiedlichsten Services. Ein großes Merci, dass ihr eben dafür sorgt, dass die Kontinuität an den Gemeinden weiterhin garantiert ist. Das ist auch am Interesse von allen guten Einwohnerinnen und Einwohnern. Impressionant, pardon, das wollte ich noch kurz erwähnen, fand ich aber auch die Lokalinitiativen an Eden, die durch das ganze Land entstehen.
sieft lo fir die vulnerabel Matbürgerinnen a Matbürger fir sie aktiv ze täteschen oder sos könne weiter ze helfen. Ich fand dat eng ganz groß Leistung, die ha stattfind, dat aus gelieften Solidarität und ich mein das genau dat wat auch aus dem Land am moment so gut deet, wat also auch kann helfen fir das ma zu summen die Krise eben best meiglich können überstoen. Gelieften Solidarität, also gut Stichwort, das ist ein Stichwort, was ganz gut bei den CGDs passt. Und dafür gebe ich dann Orlo wird weiter und ihren Generaldirektor, den Paul Schröder, gehen, für dann auch den Abblick zu gehen, wie dann Orlo den CGDs sich an diesen Zeiten abgestaltet wird, und noch einmal zu erklären, wie dann auch Notfallversorgung weiterhin garantiert ist. Vielen merci, Madame Minister. Das klar, den CGDs als ein Service, den an allen Situationen muss weiter funktionieren, für eben Hilfe draußen zu leisten, wenn die Hilfe gebraucht wird. Die normalen Notfälle, die werden weiterlaufen. Natürlich studierte Aktivitäten reduziert sind, können sicherlich Männer zu Autosaccidenten, Männer zu Erbelsaccidenten. Auf der anderen Seite werden medizinische Notfälle immer noch weitergehen. Und auch, wie man der Minister schon sagte, auch am Haushalt natürlich zu Accidenten können kommen. Brennen werden auch weiterhin sind leider an. Ich meine, dafür ist es absolut wichtig, dass wir weiter abgestaltet sind, für die Missionen zu erfüllen, die wir am Normalen immer erfüllen, mit darüber raus eben auch bereit sind, für zusätzliche Aufgaben zu überholen, die eben nur am Kader von der Coronavirus-Krise auch auf uns durchkommen. Und dafür haben wir also abgestaltet, dass wir an der Dauer können funktionieren, an als Aufgaben auch weiterhin erfüllen. Am Moment, dass das eine Aufgabe noch die letzten Wochen, die mehr am Hintergrund stattgefunden hat, und ich werde Details gehen, was wir da alles gemacht haben. Ich will aber auch davon profitieren, für auch ein Merci zu sagen und als ganz Personal, die freiwillig und noch die hauptberuflich, die nur in den letzten Tagen, Wochen kein mehr gescheit haben, für alles um Platz zu setzen, für das wir bereit sind, für das Krise zu affrontieren. Und das ist ein Nebeneffekt eigentlich Stoffen, dass die Aktivitäten am Land aufgeschraubt gesehen hat natürlich als Suite, dass wir am Moment die Chance haben, dass wir auf uns freiwillig ganz gut können zurückgreifen, sodass wir heute auf uns effektiver voll können zielen. Angefangen hat das ganz für uns ungefähr Anfang Februar, wo wir gemerkt haben, dass das am Gang wird zu kommen in Europa, wo wir eng Wei am Platz gesetzt haben, für die Situation zu surveillieren. Und die ersten Sachen, wo wir mit konfrontiert gesehen, das war einerseits um 112 als Notruf angepasst, für zu identifizieren, weil Leute aus so einem Risken giffen, alle zu bescharisen. Ich meine, das war die Zeit, wie China den Hotspot von der Krise war. Dem Moment haben wir auch Ende Februar Rapatriementer unterstützt, wo Lützeburger, die am Ausland waren, die aus der Krisenzone zurückgekommen sind nach Lützeburg, wo wir da auch unterstützt haben, wo wir zum Beispiel ein Koppel auch ob Paris Charles de Gaulle auf der Flughafen sichern gegangen waren. Anfang März, also tun losgegangen mit der Hotline, die wir auf Platz gesetzt haben. Da komme ich nun einmal drauf zurück. An den 9. März haben wir eigentlich als Centre de Gestion des Operations am Krisenmodus abgemacht und die funktioniert auch en Permanence. Wir machen das wie von der alltäglichen Situation. Morgen so mehr Dauer als immer ein Briefing am CGO, dem Centre de Gestion des Operations, für zu gucken, was die Aktionen sind, die wir am Tag machen müssen. Und dann um 4 Uhr noch mittags machen wir einen Punkt von der Situation. Und auch als Direktion könnt ihr mal den Tag über Videokonferenz zu summen. Darüber hinaus sind wir auch an Cellule de Krisen vertreten, einerseits an der Cellule de Crise gouvernemental, und andererseits auch an der Cellule de Crise von dem Ministère de la Santé, wo wir einerseits auch mit schaffen, für eben zwei Prähospitalier, mit zwei Hospitalier für die Kooperation, dass die gut funktioniert. Und auf der anderen Seite haben wir auch an der Cellule Logistik eine Hand mit angepackt. Wir haben dann noch, wie gesagt, als einen Plan de Kontinuität des Aktivitäten aktiviert. Das wird als Maßnahme gehabt, dass wir alle nicht essentielle Funktionen abgehalten haben. Ich
gehen als Beispiel die Formation. Ich meine, so wie die Schulen abgehalten mit Funktionären, haben wir auch an einem Institut de Formation abgehalten, mit den Kursen gehen, Auslandsmissionen sind angestellt gehen. Wir machen nur ein Monitoring von den Absenzen von unserem Personal, dazu sowohl dem freiwilligen Personal wie dem hauptberuflichen Personal, für eben noch zu gucken, ob wir viel Ausfall von unserem Personal haben durch eben den Coronavirus, weil das, wie ich schon gesagt habe, essentiell für uns, dass wir eben an der Dauer können funktionieren. Und auf der anderen Seite aber auch muss rechnen, dass man einen hohen Taux von Absenteismus an unseren eigenen Reihen haben, durch Leute, die eben selber auch betroffen sind. Aber dann haben wir eine Reihe von kritischen Services, wo man es auch abgestaltet hat, für die speziell zu schützen. War da an erster Stelle, man der Minister hat doch schon gesagt, 112, weil eine kritische Infrastruktur ist, an die man muss in rundem Dauer können garantieren, wo man spezielle Maßnahmen geholt haben für als Personal, 112 eben noch zu schützen, am Sinn, dass man alle Risiko von Ausstechung so weit wie möglich probieren zu reduzieren. Dann eine andere Funktion, die man muss aufrechterhalten, ist auch den Flughafen, auch weil den Passagierflug angestellt sind, wo der allgemein wie wichtig Cargoflüge an diesen Zeiten sind. An den Flughafen kann nicht funktionieren, wenn die Flughafenpumpe nicht ersatzbereit sind, sodass man auch hier muss sicherstellen, dass man immer Leute tun, die dort den Service können garantieren. Und dann natürlich auch als schöne Kommandement, die auch zu einem Moment muss funktionieren. Dann haben wir eine Reihe von Hauptersatzzentren, die man auch identifiziert haben, dass man die müssen an alle Fälle können funktionieren halten. Wie gesagt, wir schließen nicht aus, dem nur die Situation sich weiterentwickelt, dass man verschiedene Zentren so viel Personal fehlt, dass man vielleicht muss Leute regruppieren. Mit der haben wir eben Leute an auch Zentren identifiziert, die an alle Fälle müssen funktionieren. Dann eben noch natürlich ein wichtiges System als den SAMU, den an diesen Zeiten natürlich auch wichtig ist, den man auch müssen weiterfeiern halten. Der Minister hat eben gesagt, dass man dafür eine Mesure 4 gezogen haben, die ja geplant war, eigentlich für den 1. Mai anzufangen, die man ab dem 1. April 4 gezogen haben, mit dem Affäre von dem 5. SAMU, den eben wird mit der RSQ vom Findel aus funktionieren. Da haben wir ab dem 1. April 2 SAMUen am Land, den zu Hesper an den Findel, die nicht an den Spitäler stationiert sind. Das war etwas, was für 2 Monate nach kritisiert ging. Aber an diesen Zeiten ist es etwas, was sich als eine Stärke rausweist, weil wir eben auch da können die Spitäler entlasten, von denen wir ausgehen, dass in der nächsten Zeit ganz viel Werte sollicitiert sind, auch noch der Personal, das dem SAMU führt, auch an den Spitäler wird gebraucht gehen, sodass wir sicherstellen können, dass wir eine Minimalkuvertur an alle Fälle vom SAMU auch werden oprecht können erhalten. Dann haben wir natürlich verschiedene unterstützende Aufgaben, die auch müssen weiterlaufen, für dass der ganze Betrieb funktioniert. Ich meine, Eisen Informations- und Telekommunikationsservice muss können funktionieren, für dass den 112 Funk etc. weiter funktioniert, auch noch als Centre de Soutien Logistik zu launchen, wo man eben als Materialwarten an noch die ganze Logistik stemmen müssen, können weiter funktionieren. Dann haben wir eben eine ganz Reihe Mesuren geholt, wie man der Minister für gesagt, für eben als Personal zu schützen. Du hast einerseits, was die Hygiene natürlich auch belangt, haben wir schon freizeitig als Leute alle Guten ab, die elementaren Hygienemaßnahmen, die auch für das Grand Publikum gelten, natürlich diffusiert und auch auf eine strikte Anwendung von diesen Mesuren gepocht. Wir haben aber natürlich auch spezifisch Regeln für die Leute, die Ambulanz fuhren, angefordert, respektive ein Jahr rappeliert. Wir haben dafür auch Lehrvideos erstellt, die wir auch diffusiert haben, für dass die Leute auf eine ludik Weise mitgedeelt können kriegen, wie sie sich sollen verhalten. Und wir haben in der Stadt am CIS Lützeburg schon eine Desinfektionsstelle angerichtet, für eben die Ambulanzen, von egal von wo sie kommen können, auch fachgerecht zu desinfizieren, nur einem Ersatz. Wir haben dann Mesuren weitergeholt, für die Leute zu schützen, indem wir
Personal op den Ambulanzen, die 4 noch zu 3 konnte fuhren, gesot nëmmen zu 2 fuhren, 4 eben Personal an der Reserve zu halen, 4 eben net wat wie du gesot tun, können an der Dauer weiter zu funktionieren. Wir hunn all als Leiit an eisen egen Reihen, déi in der Kategorie vun de Person vulnerable fallen natürlich gesot, sie derfte kein Ambulanzdenkst mi machen. An Ambulanzen, der wo kein einer Person mi mat fuhren, außer die Person, die eben erkrankt ist, außer natürlich bei Eltern, die hier Männer ihre Kanner giffen begleden. Dann haben wir auch alle Infrastrukturen, Zentren, 112 Centre Soziale Logistik sind nicht mehr zugänglich für Leute, die außerhalb vom CGDs sind. Wir haben auch Decision geholt, dass wir den First Responder Service erstellen, auch eben aus der Ursache, dass wir da als Leute müssen schützen, weil man am Moment das schwierig ist, an der Tisch, wo wir heute sehen, für alle als Leute eben auch da adäquat können an der Fläche so dann zu equipieren und auch Maßnahmen zu ergreifen, dass man die Leute nicht einer Gefahr aussetzen. Dafür haben wir das First Responder System angestellt. Wir wissen, dass das Service aus den ganz gut immer bei den Leuten noch bei den Gemengen ankommen, sondern wir werden die natürlich auch im Affäre, wenn wir das können. Wir haben das aber kompensiert, für die Kuvertur am Land zu kompensieren, dadurch, dass wir mehr Ambulanzen heute am Ersatzdienst tun. Wir haben heute wirklich praktisch alle Ambulanzen, die man in Ersatzzentren stehen haben, mit Leuten besetzt, sodass man den Ausfall vom First Responder durch einen erhöhten Anzahl von Ambulanzen können kompensieren. Dann haben wir auch als Service de Santé au Travail steht lo ganz zur Verfügung. Wir nennen das als intern Maison Médicale für als Personal vom CGDs, die freiwillig an die beruflich, die ein Zwiebel eben machen von den Fällen von Leuten, die erkrankt sind, für bei ihnen noch notzufragen, wie es ihnen geht, und auch zu gucken, welche Symptome sind, für ihnen noch eine Ordonnance auszustellen, für einen Test zu machen, sodass wir da ein Zwiebel haben, wie es unseren Leuten geht, was natürlich auch extrem wichtig ist. Dann haben wir eben am Kader von der Coronavirus-Krise auch eine Reihe von spezifischen Maßnahmen, also Missionen, eben noch überholt oder sind mit angebunden. Ich fange mit der Hotline, was den ersten Aktion eigentlich war, wo man für die Regierung Hotline betrieben haben. Am Anfang haben wir das an den Lokalen vom 112 gemacht, mit Personal von dem CGDs freiwillig und hauptberuflich Pompien, wie 12 von den Urif aber immer mehr an Blut gegangen, das waren als Lokale nicht mehr adäquat, sodass man da anzusummen haben mit anderen Services von der Regierung, anderen Administrationen an andere lokale Hotline ausgebaut haben, für mehr Linien zur Verfügung zu stellen, wo eben noch ganz viel Personal aus anderen Verwaltungen mithilft. Dafür auch ein großes Merci all denen Verwaltungen, die da eine Hand mal packen. Wir machen auch immer die Koordination von der Hotline und noch die Gruppe de Support Psychologique, den da mitschafft, für wann Probleme haben, die da anrufen. Muss ich sagen, dass man in den 3 Wochen, wo die Hotline noch funktioniert, schon über 24.000 Appelle hatten. Da kann ich vorstellen, was für ein Maß von Anrufen das ist, die da heute trätiert gehen. Dann als Centre de Soutien Logistik eben noch an der Gestion vom nationalen Stock, vom Equipment, Masken, Schutztenuen und so weiter auch mit angebunden und schafft eben noch ganz aktiv mit an der nationalen Cellullogistik, die bei der Santé angesiedelt ist. Dann ist auch dezidiert an der Cellule de Crise von der Santé, dass der CGDs für die Santé de Monitoring möchte für Bettenkapazitäten von den Spitälern können zu überwachen. Das heißt, da sammeln wir Tonnen von den Spitälern und wir schicken die dann regruppiert und Cellule de Crise weiter, sodass die Cellule de Crise da zu allem Moment die aktuellen Chiffren zur Verfügung stehen hat. Das nämlich gilt auch für Personal von den Spitälern, sodass man da eben noch die Zahlen weiterleiten und Santé, sodass die Cellule de Crise all die Daten zur Verfügung hat, die sie braucht, wir können Decisionen zu holen. Und wir fördern natürlich da auch mit Eisenzahlen für ihnen einen Anblick zu geben, wie viele Leute von Eis disponibel sind, und wie ein Ersatz ausgesehen. Dann als auch vorgesehen, dass wann
Situation sich noch verschärft, an Bettekapazität an der Spidele Beruf gehen. Am Normalfall ist es ja so, dass als Ambulanzen immer Denkspidol eben an der jeweiligen Region auffuhren. Wann Bettekkapazitäten am Land variieren, je nach Afflux an den einzelnen Spidälern, also vielleicht nicht umbräucht, Leute an der Spidol zu feiern, wo man normalerweise giffen hinfuhren, so dass wir dann auch lo werden durch eine Regulation überholen, für eben zu gucken, auf welche Spidol die Leute können gefordert werden, wo nach Kapazitäten sind. Wir gehen noch davon aus, dass die Anzahl von den Krankentransporter für Transfere von Spidelen an Zentren de Traitement von den verschiedenen Opfangstrukturen, die abgerichtet gehen, von den Maisons oder Centres de soins avancés, dass man da verstärkt auch den Krankentransporter kreieren. Und da sind wir eben noch am Gang, auch da die Regulation abzubauen, die wir dann auch überholen, und noch weiter Akteure da mal dranholen. Das sind die sogenannten Organismen de Secours agréés, wo zum Beispiel ein Croix-Rouge oder auch einer Ambulanzservice drin erfallen. Dann hat man auch, oder sind nur noch am Gang, die Aktion, wo die Lützeburger Regierung Hilfe angeboten hat, für aus dem Alsace Patienten zu überholen, für sie en charge zu Lützeburg, wo wir die Koordination von den Transferen aus Frankreich auf Lützeburg überholen, und das ist an diesen Minuten auch noch am Gang. Voilà, das sind die Hauptaufgaben, die wir an diesem Moment haben. Nach einmal gesagt, ich meine, wir sind bereit für das, was ihr uns tun könnt. Wie gesagt, unser Hauptrisiko ist, dass wir viele Ausfälle an unseren nächsten Reihen haben. Dafür probieren wir das so weit wie möglich zu evitieren. Wir haben auch, für eben noch den Zwiebel von unseren Leuten zu machen, haben wir auch ein Online-Sondage angefangen bei unseren Centerchefen, unseren Responsablen von den Unitäten, für ein Feedback vom Terrain zu kriegen, für zu gucken, ob die Mesuren, die wir en place gesetzt haben, ob die auch im Terrain ankommen sind, ob sie verstanden sind, wie Moral bei unseren Leuten ist, ob sie motiviert sind. Und da sind die Resultate, die Feedback, die wir da vom Terrain kriegen, ist ganz encourageant. Als Leute sind extrem motiviert, für an dieser Krise eine Hand mal durchzupacken. Und 90% von unseren Centerchefen haben gesagt, dass sie bereit wären. Wir sind das auch. Und wir werden, ob das, was das durch könnt. Wir hoffen, dass es nicht so stark oder so schlimm könnt, wie wir am Moment als darauf vorbereitet haben. Aber wie gesagt, wir haben probiert, alles zu machen, was muss gemacht werden, für dieser Situation entgegenzutreten. Voilà, das wäre es, was ich zu sagen habe. Gut, gesieht, dass wir bereit sind am Niveau von der zivilen Sicherheit und lösen wir da bereit für die Fragen von den Journalistinnen und Journalisten. Ich lese da die Fragen, 4, die von der Presse geschickt wurden. Die erste Frage ist von der Vox. Gestern hat den Wirtschaftsminister Franz Fayot Gemengen aufgefordert, hier Operationen bei Firmen zu bezahlen. Hat die Minister eine Estimation, was für Summen es sich da handelt? Das war ein Aufruf, den ich auch mit Franz Fayot zusammen gemacht habe, weil es wichtig war, noch die Gemeinden zu rappellieren, eben die Rechnung zu bezahlen, für eben so die Betriebe entgegenzukommen, dass auch da kein finanzieller Engpass soll kommen. Ich meine, das ist ein Aspekt, wo die Gemeinden können direkt beitragen. Wen Impact das hat, das können wir zu diesem Moment noch nicht sagen. Was ich aber ganz positiv fand an dem Kontext erlaubt, kurz zu erwähnen, als ich mitgekriegt habe, dass Gemeinden den Loyer, den Betrieb, also den Geschäfte, Nulussen, also den Lokalitäten, die Gemeinden selber gehören. Und ich fand doch ganz positiv Initiativen, die Gemeinden selber wollen. Das unterstützen ich auch ganz gerne. Die nächste Frage kommt von Contacto. Quelles sont les mesures prises pour éviter la contamination dans les maisons de retraite? Ja, du war ja auch schon die Familienminister, respektive auch den Romaschnall, die auch schon dazu Stellung geholt haben, dass auch da Präkautionen vorgeholt sind, dass wir in sämtlichen Strukturen, ich denke noch zum Beispiel in Frauenhäusern, wo auch müssen eben solche Konzilien gehalten werden. Ich meine, wir sind alle Guten gefordert, für die nötigen Konzilien zu wollen, die für alle Guten die Häuser auch selber können. Dann noch eine Frage von Contacto. Quelles sont les mesures prises pour éviter la contamination des travailleurs qui collectent les déchets?
Da sind, wie ich schon darauf hingewiesen habe, Gemeinden sie gehalten, den Kontinuitätsplan zu halten. Das heißt, sie gucken, welche Kippen dann für die Entsorgung von dem Dreck zuständig ist. Also ich meine, sie haben viele Kippen, sie gucken, wie sie sich abteilen. Und auch hier gilt eben, die nötigen Mesuren zu wählen, für vor allem auch die Leute können halt zu schützen. Aber wichtig ist, und da will ich darauf hinweisen, dass die Entsorgung vom Dreck aber eine von den Hauptmissionen von den Gemeinden ist. Das muss weiterhin garantiert gehen von den jeweiligen Gemeinden. Ich regroupeere eine Frage von Contacto an Luxembourg Times. Combien de cas de violence domestique ont été enregistrés la semaine dernière et comment ces chiffres comparent à une semaine moyenne? Schon keine Chiffre, wo ich kann präsentieren. Ich stehe aber hier im ganz engen Kontakt mit der Polizei, mit dem Parquet und auch mit den sozialen Einrichtungen, für eben einen Überblick zu kriegen, für zu wissen, wann sich eben soll eine Unhefung und Gewalt im Staat observieren, für dann noch nach können zu reagieren. Wichtig ist, dass wir eben hier zusammen intensiv schaffen, für das eben zu bewähren. Und nachher das Allerwichtigste ist, dass die Service, die sich sowohl um Opfer wie auch um Täter richten, dass die weiterhin funktionieren und dass die Leute, die Hilfe brauchen, die auch kriegen. Und für all die anderen Fälle, wo wirklich Gewalt angewandt wird, rekommandieren wir nach direkt 113 zu rufen, dass die Polizei dann auch in der Notsituation kann intervenieren. Dann eine Frage von RTL. Die hat gesagt, die Members vom CGDIS haben Kontakt mit Leuten und da wennst für den Schutz ganz wichtig. Goufen die Members vom CGDIS auf den Virus getestet? Die Members vom CGDIS, die positiv sind, aber keine Symptome haben, riskieren ja eben gerade, den Virus zu verbreiten, notamment um mehr fragile Leute. Ja, die Leute gehen getestet, wo es sinnvoll ist. Ich meine, da gibt auch Rekommendationen von der Santé, die wir applizieren. Aber wie ich vorhin gesagt habe, wir haben also Service Sécurité au Travail an Santé au Travail, die eben mit Doktoren natürlich auch funktioniert und die auch als Personal sonst vivieren und eben noch können Tester ausstellen, also Ordonnance für Tester ausstellen, für das als Leute im Moment getestet gehen. Wie gesagt, für den Rest haben wir als Schutztenuen, respektive eben noch Masken, noch an ausreichender Unzahl, sodass wir da können auch so eine Leute protegieren. Ich meine, das ist richtig, dass ein Leute muss protegieren, die mir als Leute, die an Nachsatz kommen, natürlich auch nicht sollen den Virus verbreiten, sodass wir da auch gut abgestellt sind. Und wenn natürlich Leute positiv getestet gehen, da gehen natürlich auch die Maßnahmen geholt, die auch von der Santé 4 geschrieben sind. Nach einer Frage von RTL, gibt es beim CGDIS schon einen positiven Fall von Covid-19? Ja, wir haben einen Reifall. Ich kann nicht auch paar Zahlen gehen. Wir haben am Moment 15 Personen, die am Auto-Isolement sind. Wir haben 9 Leute, die an der Auto-Quarantäne sind. Wir haben 6 Leute, die am Isolement sind. Und wir haben noch eine Person, die hospitalisiert ist. Das sind am Ganzen 31 Leute, die betroffen sind. Das von einem Effektiv von hauptberuflichen, administrativen und operationellen von 770 Leute und von Freiwilligen von einer Zahl von 4.200 Leuten, sodass ihr seht, dass man danach am Moment auf jeden Fall an einem rohischen Zule sind. Wie gesagt, wir bewähren das weiter und holen eben noch Maßnahmen, so wie sie von der Santé 4 geschrieben sind, für dass der Virus so weit wie möglich aus dem CGDIS rausbleibt. Die nächste Frage ist von RTL Today. Should the coronavirus situation reach crisis levels, how is Luxembourg positioned in terms of emergency response personnel? Ja, das ist eine generell froh. Ich habe gerade gesagt, mit dem Personal, das wir haben, wie gesagt, gut 4.600 operationellen Leute, sowohl am Ambulanzsektor, Pomscheren, SAMU, sind wir am Mengen an so aufgestellt, dass wir für die Periode genug Leute werden haben.
Natürlich kann es vorkommen, dass man eben an einem Mod degradé funktionieren, das heißt, dass man Männerunitäten vielleicht nach aufrechterhalten können, vielleicht Männer-Samus-Unitäten Terrain haben. Ich werde garantieren, dass man zu einem Moment Werte Leute tun, die können intervenieren. Ich kann vielleicht an dem Kontext noch erwähnen, dass auch einen Aufruf und Gemenge gemacht haben, dass die Agentinnen und Agenten, die auf der Gemeinde arbeiten und die freiwillig beim CGDs sind, dass Gemengen die eben noch dem CGDs zur Verfügung stellen. Nach einer Frage von RTL Today. Do you see the requirements of the military in assisting police? Das ist für uns vielleicht nicht direkt froh, für darauf zu antworten. Ja, das ist eine Kompetenz. Da kommen wir zur nächsten Frage. Können aber gerne mal zuhören. Auch von RTL Today. If contamination increases across the borders in our neighboring countries, what measures are in place for protecting borders? Will this require additional personnel and where will they be sourced from? Ja, das hängt ja auch dem Moment von der Situation auf. Ich kann wahrscheinlich darauf verweisen und die Kooperation, die mit Frankreich auch erlebt, eben noch do Patienten rüber zu wollen. Und ich meine, auch da gehen die nötigen Vorkehrungen dann getroffen. Dann noch eine Frage von RTL und den Innenminister. Für was ist bislang nicht auf der GovAlert-Applikation? Wie das nicht der richtige Tool? Froh, es wird mal ganz genau darüber soll kommunizieren. Ich meine, sämtliche Kanäle an der Kommunikation gehen im Moment genutzt, regelmäßig, wie eben auch über diese Occasion informieren wir die Population ja auch dabei, wir gehen die nötigen Konsignen Informationen raus. Also das GovAlert, das ja hauptsächlich geduld für wann eine Notsituation entsteht, selbst dass das Überschwemmungsgebiet ist oder dass ein zwölf großes Feuer ist, für die Leute die Reiter Sicherheit zu bringen. Ich meine, wir machen ja eine Kommunikation, die permanent ist und du hast vielleicht aber GovAlert nicht das gängigste Instrument dafür. Die nächste Frage ist von der Zeitung vom Lützeburger Volk. Für was gehen hier im Land die gebührenpflichtig Kurzparkzonen nicht zumindest für die Dauer von der Krise wie in Österreich abgehoben, für die Leute zumindest Leben ein bisschen mehr einfach zu machen? Wäre es nicht sinnvoll, den Innenminister gibt den Gemengen eine Rekommandation machen, wie das nicht auch im Sinn von der Protektion, von der Gesundheit, von den Patienten? Das war eine ganz lange Frage, weil er hauptsächlich für gratis Parking zu machen für die Leute, die dann zum Beispiel in einem Spital arbeiten. Das ist immer der Gemeinde gewesen. Das ist generell gebührenpflichtig Kurzparkzonen. Das ist eine Kompetenz, die die Gemeinde haben. Die Gemeinde regeln selber, wie sie ihre Parking-Tarife eben fixieren. Bislo und nicht mitgekriegt, dass ein Gemeinde will auf den Weg gehen. Wie gesagt, sind wir nach einer Initiative geholt gehen. Aber die Gemeinde, denen steht immer frei, auf ihrem Territorium natürlich weiter Initiativen zu wollen, aber sie wollen dann so eine Richtung gehen. Die nächste Frage ist vom Radio 100,7. Gibt es bei der Rettungsdienst statt im Moment für die Equipe genug Schutzmaterial gegen den Coronavirus? Wenn das nicht der Fall wäre, wie nie wird genug Material da sein? Das ist genug Material da für unsere Equipe. Dann noch eine Frage vom Radio 100,7. Wie funktioniert dieser Weg, die grenzüberschreitende Zusammenarbeit von den Rettungsservicen, wie dort verschiedene Grenzübergänge zusehen, respektive Grenzkontrolle gemacht gehen? Wir haben Kontakt aufgeholt mit allen unseren Nachbarländern, für sicherzustellen, dass die grenzüberschreitend Arbeit am Bereich von Rettungsdienst der Pomschäden weiter kann funktionieren. Und wir konnten von den 3 Nachbarländern die Retour, dass das gewährleistet ist. Natürlich, manchmal, wenn Grenzen zu der Barrieren auf die Grenze stellt, dann muss man einen Umweg machen, da das natürlich dann
au detriment von den Leuten, die du Hilfe brauchen. Schon ein Beispiel zu Remisch, wo als Leder regelmäßig auf Perl an Ersatz könnt, dadurch, dass dort Grenzen zugemacht gesehen, müssen als Pomsche, wenn sie an Ersatz gerufen gehen, eben einen Umweg machen, das au detriment von den Leuten, die Hilfe brauchen, auf der deutschen Seite. Wie gesagt, grundsätzlich sind Grenzen aber für uns weiterhin ab. Und umgedreht, wie gesagt, können auch nopische Equipen auch immer plötzlich kommen. IFRE sieht das natürlich auch zu Reserve, dass den selber nach Leute auch zur Verfügung hat, die können an Ersatz kommen. Das ist eine generelle Regel, die sowieso bei der grenzüberschreitender Zusammenarbeit besteht, da den Hilfe geht, wann ihn kann. Und da hat sich dem Moment nicht geändert. Dann noch eine Frage von RTL. Wie viele Beatmungsgeräte hat den CGDs? Ginnet da auch an den Ambulanzen? Ja, wir haben da speziell portable Geräte, die wir ersetzen, die wir an unseren Ambulanzen haben. Im Prinzip sind an allen Zentren der Geräte zur Verfügung. Ich kann nicht die genaue Zahl aus dem Stegreif sagen, aber auch da sind wir a priori abgestellt, dass wir für uns Personen da genug Geräte haben. Nach eine Frage von RTL. Hat Personal vom CGDs eine katastrophemedizinische Ausbildung respektive katastrophemedizinische Kompetenzen an der Direktion? Ja, das ist. Wir haben eine Reihe von Leuten, die medizinische Katastrophe gelehrt haben. Ich meine, du wirst auch einen langjährigen Sammeldoktor unterstützen von unserer Direktion Médicale de la Santé, den eine exzellente Arbeit macht. Und noch, wir haben eine Reihe von Infirmier-Anästhesisten, auch auf führenden Positionen an unserem CGDs, die auch die dort eine Ausbildung gemacht haben, auch als Personal, das auch ums Sammel führt. Und da haben wir genug Leute, die das können. Nach einer Frage von RTL. Als Informationen no hat den SIS Lützeburg op der Arler Stroß ein ganz Reihe Respirateure gehabt, also Beatmungsgeräte, an die wären fortgehalten gehen nach ihr Krise ugefangen huet. Wo goufen die Hibrucht auf ihr Wert gouf dat gemacht? Ich weiß nicht, ob das so ist. Dafür kann ich nicht darüber antworten. Wann es Geräte waren, die nicht mehr ersatzbereit waren, da sind sie ausgesondert gehen. Wir Sachen, die ausgesondert gehen, gehen ausgesondert zu einem Moment, wo sie schon ersatzbeschäftigt sind, sodass sie dann sicherlich genug Geräte da sind. Vielleicht leihen sie nicht mehr am SIS Lützeburg, mehr am Centre de Soutien Logistique zu lunchen. Aber wie gesagt, sind sicherlich genug Geräte da. Nach einer Frage von RTL Today. There is speculation that numbers are lower on Mondays due to decreased testing over the weekend. Is there any truth to this? Dazu können wir nicht direkt Stellung nehmen. Eine Frage vom Quotidien. Was sind die Zissen, die als Centre d'intervention majeur als Centre? Ja, ich denke, dass die Frage, die du gesagt hast, verschiedene Zissen sonst geirrmarkt tun, für das zu benutzen, die an alle Fällen muss weiter funktionieren, aber das ist natürlich an der Stadt Lützeburg, da das Esch, an der das auch Nordstadt Ettelbreck-Dickrich, do daneben auch die Zentren von der Kategorie 3, die wir wollen tun, wo eben noch Ambulanzen stationiert sind. Wie gesagt, das sind die Sissen, die man müssen auch für eben eine Kuvertur zu einem Moment sicherzustellen, müssen den Funktionament garantieren. Nach einer Frage vom Quotidien. War das denn effektiv vom CGDs? Wie viele Leute sind im Terrain disponibel? Das was du gesagt hast, wir haben 4.100 freiwillig operationell Pomschen. Und Pomschen so, da meine ich auch Ambulancen, am CGDs nennen wir IFRE Pomschen. Wir haben 550 Berufspomschen und dann, wie gesagt, ein rund 200 administrativ und technisch Personal für den ganzen Betrieb zu unterstützen, für das funktioniert. Nach einer Frage vom Quotidien. Hu die Chiffren zu den Appellen, die im 112 kommen, aus dem Message verstanden gehen, sich am Kader von der Krise und Hotline zu wenden? Ja, die Message so kommen. Am Anfang war es mir schwierig, da sind nach mehr Appellen im 112 kommen. Mittlerweile ist es effektiv so, dass sonst die Corona-Virus spezifisch frohen, dass die eben um 8.280 kommen und dass den 112 eben für Notfall eben reserviert ist, sodass wir da auch kein Problem haben. Ein Frage vom Journal. Wie sieht es mit grenzüberschreitenden Einsätzen des CGDs aus, etwa an den Autobahnen Luxemburg-Frankreich oder Luxemburg-Deutschland?
Ich meine, du hast für darauf geantwortet gehabt, wie gesagt, die Grenze überschreitend erbisch mit unseren Kollegen und Notbeschländer funktioniert weiter wie vier. Dann kommen wir zu der Laststoffhof vom Lützebäuer Land. Können professionelle Journalisten und Journalistinnen noch weiter hier Arbeit ungehindert machen und Ersatz kouvrieren, selbstverständlich mit den nötigen Sicherheitsvorkehrungen? Ich gebe schon mal das Mathieu beantworten, die froh ist, wie du just eben gesagt, dass im Moment keine fremden Personen an den Center ranlassen. Wir wollen ein Interview machen, da können wir dann doch 400 Dir vom Center machen. Gibt es COVID-19 angepasst Guidelines? Ja, ich meine, wieso, das sind die normal, was den Distancing anbelangt, ich meine, die Distanz von 2 Meter halten, und für den Rest, wie ich so, keine Leute ranlassen am Center. Gut, dann so wir alle gut, merci für die Nolausstrahlen. Bleibt daheim. Im Moment und regional, mein ich, den beste Merci, den wir alle gut den Leuten können gehen, die im Moment für schaffen. Dafür halte ich von Schreiben Konzernen, pass auf euer Job, aber bleibt gesund.